Es ist immer wieder eine Freude und wirklich eine Ehre, als Kirche, als Gemeinde miteinander zusammenkommen und miteinander Gott anzubeten und sein Wort anschauen. Und ich weiss, wenn ich da vorne bin, ich sage das nicht etwa die Schönheit sehen und so. Aber ich meine das wirklich nicht als irgendwie eine freundliche Floskel, sondern ganz ehrlich. Weil wirklich, mir ist so diese Woche so einmal mehr durch den Kopf gegangen, je nach Familienkonstellation und Familiengröße am Sonntag alles pünktlich zusammen haben und ohne grosse Schweißausbrüche und innere Hektik rechtzeitig da sein, es gelingt einem nicht immer gleich gut. Und auch emotional. Und genau darum habe ich so gedacht, es ist wirklich eine Ehre. Menschen stehen am Sonntagmorgen auf, machen sich bereit, um jemand anderem, im heutigen Fall jetzt mich, reden zu hören. Natürlich, ich weiss, es geht um Gott, unseren Schöpfer, und ihm singen wir und ihn ehren wir und von ihm lernen wir. Das ist unser Grundmotiv, völlig klar. Hoffentlich. Aber ich empfinde es jedes Mal als nicht selbstverständlich, dass mir jemand plus minus für eine halbe Stunde ununterbrochen zulassen tut. Und das ehrt mich. Und ums Ehren geht es heute Morgen. Ich habe mich ein bisschen beschäftigt diese Woche damit, was für Werte im Reich Gottes zählen. Und was für Werte im Reich Gottes auch wirklich gross geschrieben werden. Und plötzlich habe ich gedacht, das gäbe eine ganze Predigtserie von dem, wie das Reich Gottes funktioniert und wie es in der Welt so läuft. Weil als Nachfolger von Jesus sind wir aufgefordert, zu lieben, wo andere hassen. Wir sind aufgefordert zum Dienen, wo andere sich bedienen lassen. Wir sind aufgefordert zum Geben, wo andere nehmen. Zum Segnen, wo andere fluchen. Und Ehre ist auch so eine Sache. Denn wir sollten nicht irgendwelche Leute aburteilen, kritisieren oder absägen. Aber ich weiss genau dafür, ich weiss nicht, habt ihr von dem schon gehört, es gibt ein Wort mittlerweile für das. Cancel Culture nennt sich das. Also das ist so eine Absage, eine Zensurkultur im Sinne von, hey, nur ein Statement und eine Meinung von dir, wo ich nicht einverstanden bin, und du bist weg. Ich cancel dich, du bist gelöscht. Und wirklich eine gewisse Tragik, wie unsere Kultur und Gesellschaft einander ehren, so einen Wert auch verloren hat. Und wirklich manchmal bedenklich, wie Menschen, auch öffentliche Menschen, denkt manchmal, öffentliche Menschen miteinander umgehen und übereinander reden. Und das prägt unsere Gesellschaft. Und vielleicht haben Sie mitbekommen, die ein oder andere, die Messerattacke in Deutschland. Und dann immer die Frage, die man sich dann stellt, ja warum, wie hätte das sein können? Und eine ganz so eine ernüchternde Antwort auf die Frage war dann, wenn wir ehrlich sind, haben wir eben als Gesellschaft, wir haben kein Wir-Gefühl mehr. Wir sind nicht mehr ein Miteinander. Wir sind nur noch verschiedene Gruppen, die sich nicht mögen. Aber einander ehren ist einer der wichtigsten Werte in der Bibel. Und Gottes Wort ist voll davon. Und als Nachfolger von Jesus Christus sind wir gerufen, ein Leben zu leben, das eben anders ist. Nicht mit den Wertmaßstäben dieser Welt, sondern mit dem, was Gott und ihm in seinem Reich wichtig ist und für ihn zählt. Und darum der Titel von heute Morgen: Ehre, wem Ehre gebührt. Und so ein bisschen der Standard, der Schlagsatz aus dem Römer 12,10 b: In Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Einfach mal die Messlatte rausgehauen. Wir lesen miteinander zuerst eine Begebenheit aus dem Leben von Jesus, wo im Markus-Evangelium Kapitel 6 steht. Dort heißt es ab Vers 1: Von dort zog Jesus weiter und ging in seine Heimatstadt,
seine Jünger begleiteten ihn. Also wir sind in Nazareth, wo Jesus aufgewachsen ist. Am Sabbat, und das Lukas-Evangelium sagt, am Sabbat nach seiner Gewohnheit ging Jesus in die Synagoge. Also Jesus ist jeden Sabbat, jeden Samstag, Sonntag in den Gottesdienst gegangen. Gut, aber das steht jetzt da das steht da jetzt nicht, aber der Lukas nimmt das hinzu. Am Sabbat lehrte er in der Synagoge vor vielen Zuhörern. Erstaunt fragten sie, woher hat der Mann das alles? Was ist das für eine Weisheit, die ihm da gegeben ist? Und wie kommt es, dass solche Wunder durch ihn geschehen? Im Sinne von, wow, was für ein faszinierender Mann der Jesus doch ist. Von wem hat er das alles? Und heute würde man sagen, like it, Daumen auf, klick, ich follow ihm. Ich bin ein Follower von ihm. Auf Insta und wo auch immer. Doch schau mal, wie schnell dass es von Bewundern zu Spott kann gehen. Er ist doch nur der Zimmermann. Der Sohn der Maria und der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon. Leben nicht auch seine Schwestern hier unter uns? So kam es, dass Jesus bei ihnen auf Ablehnung stieß. Andere Übersetzungen, sie nahmen Anstoß an ihm. Da sagte Jesus zu ihnen, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Heimatstadt, bei seiner Verwandten und seiner eigenen Familie. Ohne Ehr. Im Griechischen, das ohne Ehr ist ein Wort, nennt sich Atimos und heißt eigentlich so wirklich Entehre, unehrbar. Etwas als normal, als gewöhnlich behandeln, sogar wie Abschätzung und gering achten. Im Gegenteil, Ehre, Entimos, wertschätzen, respektieren, jemandem Hochachtung entgegenbringen, als etwas Kostbares behandeln, wertvoll und dann ganz spannend, dann auch im hebräischen Grundtext, jemandem Wert geben, jemandem mehr Gewicht zuteil werden lassen. Also Ehre, ich gewichte dich mehr als mich. Und Entehre, ich nehme dich leicht. Leichtfertig kommt von dem. Ehre erhöht und Entehre erniedrigt. Und bevor wir das noch praktisch ein bisschen anschauen, der Schluss von der Begebenheit mit Jesus im Vers 5. Ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in der Heimatstadt, bei seinen Verwandten und seiner Familie. Deshalb konnte er dort auch keine Wunder tun. Nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Das gleich hat es mich wie so angesprungen, weil es heisst nicht, dass Jesus nicht hätte wollen. Es gibt nämlich andere Begebenheiten, viele, die man lesen, wo Jesus will und wirklich sagt, ich will, sei gesund. Da heisst es, er konnte nicht. Könnte es sein, dass wir manchmal die Macht und Kraft von Jesus nicht so erleben, weil wir vielleicht manchmal ihn oder andere zu leicht nehmen? Fragezeichen. Es wird den Rahmen der Predigt sprengen, die verschiedenen Stellen in der Bibel anzuschauen, wo es um den Wert von Ehre geht. Wir werden aber heute Morgen verschiedene Gruppen anschauen, denn faktisch, wie schon gesagt, Ehre ist ganz, ganz weit oben in der Liste, die unser himmlischer Vater hat. Und die erste Gruppe, die wir ehren sollen, die habe ich recht weit gefasst, nämlich wir sollen die anderen ehren. Wir werden schon noch ein bisschen spezifischer, aber 1. Petrus 2,17 sagt, ehrt alle Menschen. Alle Menschen. Und für mich auch spannend, ohne irgendwie einen Filter drüber zu legen. Das heisst auch die du nicht magst.
Ich sage nicht, dass du mit denen einverstanden sein musst, aber eine ehrende Haltung trotzdem. Liebt eure Glaubensgeschwister, habt Ehrfurcht vor Gott, ehrt den Kaiser. Schauen wir nachher noch kurz im zweiten Punkt noch kurz an, aber kurz vorweg. Der Petrus schreibt das in die Zeit, wo der römische Kaiser, der Nero, an der Macht war. Und der Nero, vielleicht kennt ihr das noch aus dem Geschichtsunterricht, der Nero war ein blutrünstiger Mann. Er hat die Leute einfach so zum Spass umgebracht. Und je mehr blutige Brutalität war, umso mehr hat er geklatscht. Er hat das sogar als Sport dann betrieben oder als Sportart initiiert. Und da sagt Petrus, ja, auch ihm gilt es, Respekt entgegenzubringen. Wie gesagt, kommen wir nochmal darauf zurück. Andere Ehre, Römer 12,10 nach der neuen Genfer Übersetzung. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft, so schön, übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Ich ehre dich viel, viel mehr als mich selber. Ein bisschen weit gefasst. Die zweite Gruppe, jetzt wird es ein bisschen spezifischer, wo wir ehren sollen, die ist für einige Menschen und gerade auch für einige Gläubige recht schwierig. Aber für Gott ist es so wichtig. Und zwar Autoritäten. Römerbrief, Kapitel 13. Jeder soll sich der Regierung des Staates, in dem er lebt, unterordnen. Denn alle staatliche Autorität kommt von Gott und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Dem Staat den Gehorsam zu verweigern, heißt also, sich der von Gott eingesetzten Ordnung zu widersetzen. Wer darum dem Staat den Gehorsam verweigert, wird zu Recht bestraft werden. Auch wieder. Das heißt überhaupt nicht, dass Gott mit allem einverstanden ist, was so gewisse Staatsoberhäupter alles raushauen. Aber Gott kann und wirkt trotzdem durch sie. Und Gott macht nicht einfach die Augen zu. Er schaut sehr, sehr gut, dass schlussendlich dann der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Und so als gutes Beispiel für uns als Gläubige wirklich das Buch Daniel. Der Daniel hat die Weisheit bekommen, unter einem boshaften und gnadenlosen König mit dem Namen Nebukadnezar zu dienen. Und gerade auch das Ereignis um das Standbild und seine 3 Freunde im Feuerofen zeigt so gut, was es heisst, trotz Ablehnung von Anweisungen, nein, da machen wir nicht mit, trotzdem eine ehrende Haltung zu haben. Und der Daniel, heute würde man sagen, der Daniel ist ein Influencer geworden im babylonischen Reich. Das sind an mir gerufen, so an mir. Wir müssen nicht mit allem einverstanden sein. Und wenn sich die Anweisungen, die ein Staat auch gibt, gegen Gottes Wahrheiten stellen, sollen wir nicht mitmachen. Aber denen, die in Verantwortung stehen, trotzdem mit Ehre begegnen. Ihnen das Gewicht lassen, als die Autoritäten, die gesetzt sind, über uns. Und ein Weg, wie wir das machen können, ist für sie beten. Betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen. Ob ich mit ihnen einverstanden bin oder nicht. Und in dem Gebiet von Ehre eingesetzte Autoritäten gehört nicht nur die staatliche Autorität, sondern es gehört auch die Autorität am Arbeitsplatz und in der Schule für unsere Schüler und Studenten unter uns. Nämlich genau dort, wo wir ein Drittel oder manchmal noch mehr von unseren 24 Stunden verbringen, viele Stunden am Tag. Ich segne meinen Chef. Ich bete für ihn, dass er gute und weise Entscheidungen für die Firma und seine Mitarbeiter, für die Institution trifft. Ich rede nicht schlecht in der Pause hinein. Und ihr Schüler und Studenten, ihr müsst eure Lehrer nicht immer mögen.
oder mit ihnen einverstanden sein. Gerade dann, wenn sie eure Evolutionstheorie beibringen wollen. Aber als Jesus-Nachfolger schuldet ihr ihnen Respekt und Ehre. Und ich weiss eins, ihr werdet dadurch gesegnet und profitiert davon, wenn ihr eure Lehrpersonen mit Ehre und Respekt begegnet. Und dann gibt es auch noch geistliche Autoritäten. Und ich weiss, wir sind Jünger von Jesus, aber irgendwie hat es Gott trotzdem für gut befunden, dass es trotzdem noch ein bisschen unterschiedliche Aufgaben im Leib von Jesus gibt. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wertgeachtet werden. Besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Moment. Ich muss sagen, was heisst doppelt? Ich habe in der neuen Genfer Übersetzung nachgeschlagen. Es wird nicht besser, im Gegenteil. Alle, die in der Gemeinde als Leiter verantwortungsvoll dienen, haben nicht nur Anerkennung verdient, sondern auch entsprechenden Lohn. Das ist doppelt Anerkennung und Lohn. He? Besonders dann, wenn sie eine Verkündigungs- und Lehrtätigkeit ausüben. Ja, schön haben wir auch mal darüber geredet. Jetzt kann man sagen, aber Christoph versteht, aber nur dann, wenn sie wirklich ihre Aufgaben verantwortungsvoll ausführen. Genau. Nein, wirklich auch Kleingruppenleiter, die dich seelsorgerlich unterstützen. Unsere Kigo-Leiterinnen, die für deine Kinder beten, die sind einbegriffen zum Ehren. Was ist Gott noch wichtig zum Ehren? Die Eltern. Jeder von uns ist ein Kind von einem Vater und einer Mutter. Epheser 6, ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot, das mit einer Zusage verbunden ist, damit es dir gut geht und du lange auf dieser Erde lebst. Machet Eltern alles richtig. Jetzt könnte mein Sohn führen kommen. Christoph, du kennst meine Eltern nicht. Die sind so gemein gewesen. Es tut mir leid für dich. Aber Ehre gilt trotzdem. Und gerade dort, wenn ich meinen Eltern ihr Gewicht gebe, du bleibst mein Vater, du bleibst meine Mutter. Ich gebe euch das Gewicht, bis ihr sind. Ich lege das Gewicht in sie. Ich weiss, es gibt Sachen, die in diesem Bereich vergeben werden müssen. Und manchmal können es nur von einer Seite her vergeben werden. Aber du lebst, weil du Eltern hast. Du lebst, weil du Eltern hast. Und ihnen das Gewicht als deine Eltern lassen. Sie zu ehren heisst auch, red nicht schlecht über deine Eltern. Und zwar nicht nur wegen ihnen, sondern auch wegen dir. Warum? Wie der Vers sagt, damit es dir gut geht. Was gilt es noch zum Ehren? Die Ehe. Und jetzt nicht, um moralisch zu werden. Mittlerweile weiss ja, es gibt Geschichten, die gibt es eigentlich gar nicht. Und es geht manchmal wirklich nicht mehr. Aber wenn ich manchmal davon lese, wie Menschen sogenannte Scheidungspartys feiern, ein grosses Fest mit Freunden Festessen, fast so ein grosses Fest, wie sie mal gefeiert haben an einer Hochzeit, feiern sie, um sich scheiden zu lassen. Oh, wie anders sind doch Gottes Anweisungen im Himmel. Die Ehe, das ist jetzt in Epheser 6, das wäre Hebräer 13, excuse. Hebräer 13, 4. Die Ehe soll bei allen in Ehren gehalten werden. Oder nicht? Nein, Epheser 6 stimmt, glaube ich, schon. Ja,
Nachschauen, die Bibel selber. Okay. Die Ehe soll bei allen in Ehren gehalten werden. Bleibt einander treu. Gott wird Menschen, die unzüchtig leben und die Ehe brechen, richten. Und der Apostel Petrus sagt es ein bisschen anders im 1. Petrus 3,7. Entsprechend gilt für euch Männer. Zeigt euch im Zusammenleben mit euren Frauen verständnisvoll und nehmt auf ihre von Natur aus schwächere Konstitution Rücksicht. Das heisst, das war früher noch ganz wichtig. Ich weiss, heute haben wir nicht mehr so, mal die einen schon, aber grundsätzlich sind wir nicht mehr so Schwerarbeiter, Holz schitten und so. Machen wir schon auch noch. Aber es ist wirklich darum gegangen, hey, lasst eure Frauen nicht die Arbeit machen, die ihr als Männer müsstet machen, weil ihr einfach ein bisschen mehr Muskeln habt. Wirklich, ehrt sie. Ehrt sie, denn auch sie sind Erben der Gnade des Lebens. Und dann so wird euren Gebeten nichts im Weg stehen. Aber wieder die neue Genfer Übersetzung. Respektiert und ehrt sie so, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Also überlegt, hey, wie tragisch muss es manchmal sein, wenn Gott wie sagt, hey, ich möchte eigentlich segnen. Ich möchte dich segnen. Aber du stehst dir gerade gewaltig selber im Weg, weil du mein Geschenk an dich, deine Ehefrau, nicht richtig behandelst. Der nächste Bereich, eher das Alter. Und das ist also wieder so ein Gegensatz zu unserer Gesellschaft. Ich weiss, wenn du mal 60 gewesen bist, niemand muss dich mehr einstellen. Du bist zu teuer, du bist zu langsam, du bist was auch immer. 3. Mose 19. Vor einem grauhaarigen Menschen sollst du aufstehen. Also wenn ein grauhaariger Mensch reinkommt. Rise, aufstehen, salutieren. Yes, ma'am, yes, sir. Grauhaarige Menschen sollst du aufstehen. Und einen alten Menschen sollst du ehren und mit Achtung begegnen. Hab Ehrfurcht vor deinem Gott. Ich bin der Herr. Ja, das ist wieder ein Satz, der da rausgehauen wird. Ehr das Alter, so wie du mich ehren sollst. Sag ich, der Herr. Hau, ja gesprochen. Wird nicht diskutiert. Im Buch Hiob wird gesagt, Hiob 12,12, Weisheit gehört dem Alter. Und die Jungen unter uns sagen vielleicht ja, aber die wissen nicht einmal, wie das iPhone funktioniert. Ja, aber das ist alles, was du weißt. Weisheit gehört dem Alter und Erkenntnis denen, die schon viele Jahre leben. Habe ich auch gelernt. Gibt es so weiter. Die jungen Leute unter uns stellen viele, viele Fragen den älteren Menschen. Es gäbe noch mehr so Ehrenpflöcke einschlagen, aber da gibt es noch einen. Nicht der letzte, eigentlich wäre es der erste Pflock. Ehr Gott. Malachi 1,6. Ein Sohn ehrt seinen Vater und ein Diener seinen Herrn. Ihr nennt mich euren Vater, doch wo bleibt die Ehre, die mir zusteht? Ihr nennt mich euren Herrn, doch wo ist eure Ehrfurcht vor mir? Schaut, alle zuerst genannten Sachen wie von Ehre, wie Ehrautoritäten, Eltern, Ehealter und so, die sind wichtig, weil sie Gott wichtig sind. Aber das ist nur die horizontale, die menschliche Beziehungsebene. In der Vertikale sagt Gott selber, ich bin der Herr, mein Name. Und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch mein Ruhm den Götzen. Ich komme dann ganz am Schluss nochmal auf das zurück. Jetzt haben wir verschiedene Bereiche angeschaut, wer wir ehren sollen. Wie sieht das konkret aus? Wir ehren andere mit unseren Worten.
Wir haben das schon gestreift, aber vielleicht noch mal kurz. Es ist so etwas von bedeutsam, was wir sagen, wenn eine Person vor uns steht. Und es ist gleichbedeutend, was wir auch sagen, wenn die Person nicht mehr vor uns steht. Und es ist nicht in Ordnung, wenn das zwei verschiedene Versionen wären. Jakobus 3,9. Mit unserer Zunge loben wir Gott, unseren Herrn und Vater. Und mit derselben Zunge verfluchen wir unsere Mitmenschen, die doch nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Aus einem und denselben Mund kommen Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, darf nicht sein. Ja, ich weiß, aber ich mag die Person nicht. Und das, was sie tut, passt mir auch nicht. Und das passt dir sicher auch nicht, oder? Okay? Trotzdem hat sie Gott gemacht. Epheser 4,29. Redet nicht schlecht voneinander, sondern habt ein gutes Wort für jeden, der es braucht. Was ihr sagt, soll hilfreich und angemessen sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Wir ehren mit unserem Wort. Wir ehren aber auch andere, wenn wir sie beschützen. Wie meine ich das? Wenn uns etwas wertvoll ist, dann beschützen wir es. Wenn etwas viel Geld gekostet hat, dann hüten wir es, beschützen es, schliessen es ab. Also nicht, dass wir Menschen abschliessen, Entschuldigung, nicht ich, aber wir schliessen unser Auto ab, ihr wisst, was ich meine. Und viele Gleichnisse, die Jesus erzählt hat, wenn uns etwas wertvoll ist, behandeln wir es anders. Und wehe, es kommt weg. Der militärische Ausdruck «suchen bis gefunden», der hat im Fall Jesus erfunden. Nachzulesen. Und sie sucht die kostbare Münze, bis sie es gefunden hat. Wo der König David einen der schlimmsten Lebensmomente hatte, wo er vor seinem eigenen Sohn hat müssen flüchten, hat er die Ereignisse, die seine Seele betrübt haben, hat er in einem Lied verdichtet. Psalm 3, Vers 4. Und sagt dort: Doch du, Herr, du, jetzt ist alles Wegheit, aber du umgibst mich mit deinem Schutz. Du rettest meine Ehre. Du verschaffst mir Recht. Vielleicht als praktisches Beispiel aus dem Familienkontext. Ich weiss, es ist nicht immer gleich einfach, wenn du Eltern darfst sein. Deine Kinder sind dir wertvoll. Deine Kinder sind dir wertvoll. Und du ehrst deine Kinder, wenn du sie so gut als möglich beschützen tust. Auch gerade im Bereich vom World Wide Web, was dort alles daherkommt. Ich weiss, das haben sie nicht gern, wenn man als Eltern sagt, wie viel Zeit das dort verbringen und was gemacht wird dort. Es gibt Diskussionen. Definitiv. Aber wir schützen unsere Kinder. Weil sie uns lieb sind, wir ehren sie damit. Der letzte Punkt: Wir ehren andere, indem wir sie an erster Stelle setzen. So im Sinne von, die Tür aufgeht nach dem Gottesdienst. Nach dir. Ah nein, nach dir. Na komm, geh du zuerst. Ja, du, Alter, verschön. Und die ganzen Sprüche. Gut. Nein, der Kaffee ist für dich. Nein, der Kaffee ist für dich rauslassen. Gut, irgendwann macht Cafeteria dann zu. Aber im Grundsatz ja. Im Grundsatz wirklich ja. Philipper 2,3. Weder Eigennutz noch Streben nach eigener Ehre sollen euer Handel bestimmen. Im Gegenteil,
Seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Menschenehre. Menschenehre. Ich nehme mir Zeit für dich. Ich nehme mir gerade jetzt Zeit für dich. Auch wenn ich noch einiges selber noch hätte. Hey, bevor ich jetzt das mache, zuerst noch, ich nehme mir Zeit für dich. Wir ehren andere Menschen, wenn wir sie vorziehen. Aber, und damit gehen wir jetzt in die Schlussrunde. Das ist auch wieder nur die horizontal, die Beziehungsebene zwischen Mensch und Mensch. In der Vertikalen, das soll es immer wieder in unserem Leben heissen. Wir ehren Gott, indem wir ihn an die erste Stelle stellen. Er ist Nummer 1. Er ist der Herrlichste, der Größte, der Würdigste, was es gibt. Niemand ist wie Gott, niemand kommt ihm gleich. Und Gott liebt uns, er rettet uns, er hat uns gemacht, gibt uns neues Leben. So viel hat er für uns zu tun. Seine Ehre zählt, weil er der einzige Retter ist, was es gibt. Und der einzige, der dich aus deiner Misere befreien kann. Er tritt in der Geschichte der Menschheit nicht irgendwie komisch, demütig zurück und sagt, ja, gibt vielleicht. Nein! Er sagt klar, ich bin der Retter. Ich bin am Kreuz für dich gestorben, weil ich dich liebe. Er macht sich gross, damit wir ihn erkennen und wir eine Beziehung mit ihm eingehen können. Gott liebt es darum aber auch Nummer 1 zu sein, weil er die Nummer 1 sein will und Nummer 1 ist. Es gibt niemanden, der so ist wie unser Gott. Es gibt niemanden, der das tun hat, was er für dich tun hat. Und das sagt auf die einen Seite viel über uns Menschen aus, aber es sagt noch so viel mehr über ihn aus. Und es beschreibt, wie fest dass Gott uns liebt. Und das macht ihn groß und zur Nummer 1. Ihm gebührt alle Ruhm und alle Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der David beschreibt sehr betreffend im Psalm auch seine Liebesbeziehung, die er zu dem Gott hat. Und er schreibt im Psalm 34, schmecket und seht, dass der Herr gut ist. Und dann sagt er, wirklich glücklich, wer sich bei ihm birgt, wer bei ihm ist. Mit anderen Worten, der David sagt, Gott ist auf der Suche nach Menschen, die schmecken und sehen mit all unseren Sinnen und all dem, wo wir sind, wie herrlich und gut das er ist. Und die vollste Zufriedenheit von unserer Sehnsucht, und damit ist die Sehnsucht nach Liebe und Annahme und Glück in Gott gemeint. Die vollste Zufriedenstellung von dem und Gottes Ehre ist equal, ist gleich. Gottes Ehre und Gottes Herrlichkeit ist wie auf der gleichen Ebene. Weil was immer dich am meisten in deinem Leben zufriedenstellt, ist nämlich das, was du am meisten rühmen, am meisten ehren, auch am meisten verherrlichen tust. Und Gott sehnt sich nach Menschen, Gott sehnt sich nach einem Volk, wo ihr Herz, ihre Hände und ihre Seele Christus zuwendet und sehnt und schmeckt, wie gut er ist. Und ganz automatisch wird unser Maul gefüllt mit Lobpreis, mit Ehre und Ruhm. Und wir werden Gott erheben als Nummer 1. Und das ist das, was mich so begeistert. Mit dem Leben mit Gott, als Gemeinde unterwegs sein. Unsere Zufriedenheit in Gott und Gottes Ehre ist auf der gleichen Ebene. Alles fängt an mit dem, dass ich Gott als Nummer 1 in meinem Leben habe. Die Zufriedenheit in Gott, mit dem Herz, das sagt, Gott, du bist wirklich gut. Und wenn du das tust, wirst du Gott in dem gross machen. Weil Gott kommt eben nicht daher und sagt, hey, Leute, ich will jetzt die Ehre haben, die mir zusteht. Und ich will allen Ruhm absahnen, den ich verdient habe. Hätte er.
Aber er kommt nicht und sagt, hey, fangt an, mich anzubeten. Macht er nicht. Sondern er kommt und sagt zu uns, auch heute Morgen, kommt zu mir. Betet mich an. Sucht mein Angesicht. Öffnet euer Maul. Ich möchte es fühlen. Ich möchte euch berühren. Ich möchte dein Herz fühlen und berühren. Und in dem Moment, wenn wir in dieser Zufriedenheit sind, wo Gott uns gibt, wird er verherrlicht, wird er gross gemacht, wird er geehrt. Und überall im Toggenburg und überall, wo wir sind, wird er gross gemacht als Nummer 1. Wenn ich morgen sehe, Ehre hat verschiedene Dimensionen. Und mit einer ehrenden Haltung erfreust du Gottes Herz. Lass uns einander als Glaubensgeschwisterte ehren. Mit Wort und mit Taten. Im Sinne von, du bist wichtiger als ich. Ah nein, du bist wichtiger. Nein, du bist wichtiger. Wisst, aufbauen. Und lasst uns einen Unterschied machen zu einer Kultur, wo andere diskriminiert, wo andere abwertet, herabwürdigt, lästert und entehrt. Sondern lasst uns einander und andere Menschen achten, gewichten, anerkennen und loben. Und lasst uns Gott als unsere Nummer 1 immer wieder an erste Stelle stellen. Und ihm den Ruhm und das Lob geben, wo ihn gebührt. Ihn erheben wir, ihn ehren wir. Amen. Amen. Ich möchte noch beten. Vater, in deinem Reich erzählen so andere Werte. Und als deine Nachfolger, als Jünger von dir, Jesus, wenn wir deine Wahrheiten und deine Werte nicht einfach nur wissen irgendwo, sondern wirklich echt auch leben. Wenn wir verschiedene Aspekte heute Morgen über das Ehren angeschaut haben, Heiliger Geist, dann bitten wir dich wirklich, weil du ganz persönlich bist, dass du diesen Punkt, vielleicht nur einen Punkt, der vor allem mich betrifft, dass du den gross machen tust jetzt auch. Sag, das nehme ich mit. Das möchte ich mit deiner Kraft und Hilfe angehen. Aber über alles, ja, du bist der Höchste, o Herr. Dir gebührt alle Ehre. Wir erheben deinen Namen und preisen dich für das, was du bist. Nummer 1. Und Nummer 1 wird es sein. Amen. Amen.